Was geht, Leute? Ich bin hier in München jetzt, auf ganz spontan unterwegs. Denn ich habe eine Einladung bekommen vom lieben Mike, von den Boys. Er hat gesagt, yo, komm auf München, weil es gibt etwas Cooles. Mal schauen, ob es sich gelohnt hat. Was es ist, werdet ihr sicher noch sehen. Aber ich bin um 6 Uhr aufgestanden, also ich hoffe, es lohnt sich, weil ich hasse es am Sonntag früh aufstehen. Also, da haben wir da, schau, wie der ist. Schau mal, wo wir da sind. Alle am Campen da. Mike, wie hoch sind die Chancen? 5%. 5%. Oh, schau an, das ist ein geiles Auto. Oh, schau mal an, cheers! Look, Security hilft sogar! Ich küsse dein Herz! Alter, danke! Danke vielmals! So, look, Presse ist auch da. Crazy, Alter, wirklich. So, wenn er erzählt hat, dann ist davon nicht mehr raus. Während dem Warten läuft noch Public Viewing. Der Auswechselball. Es steht 1-1. Ja, wir haben Was für Ekstase! Da fährt das Auto! Da ist der Bus, der fährt los jetzt! Wir sehen uns im Stadion! Nein, schaut mal an, Mann, Alter. Es ist knapp im Fall für Stadion und die haben einfach vergessen zu zahlen. Oder kein Geld. Also Dummheit ist wirklich... So, da sind wir. Bei der Allianz Arena, schon zum zweiten Mal hier. Ich sag's euch, heute schiesse ich einfach nur Geld gefallen. Wirklich die ganze Zeit Geld aus dem Fenster schmissen. Für Öl 30 Stutz, für das hier Parken 40 Stutz. Mikey, was denkst du, wie geht das Spiel aus? Ich sag 2-2 und dann Elfmeterschießen. Elfmeter, okay. Für mich ist egal. Ich sag 2-1 Portugal. Hauptsache Portugal sie gewinnen. Und ich bin eigentlich gute Dinge. Was du auch nicht fällen darf ist... Bratwurst, ich hab fett Hunger. So, da sind wir. Und da sind wir der Erste am Aufwärmen. Was du auch nicht fällen darf ist die obligatorische Choreo. Und die ist auch wirklich wie immer wunderschön. Auch bei der EM-Halbfinale sind wir da gewesen, aber da kommen die ganze Flaggen raus. Wow! Crazy! Ja, das ist schon sehr gut, muss ich echt sagen. Und da hat es angefangen. Abpfiff! Let's go! Spanien den Ball. Es gibt zwei Ones to watch. Einer ist natürlich er, der Goat himself, Griech. Und der andere ist auf der anderen Seite. Der junge, ausgerichtete Superstar, Lamine Yamal. Die erste Chance in Portugal gehört, nach der Ecke, aber sie ist rausgeflogen. Also ich denke, meine Meinung muss ich nicht bekannt geben. Ich tippe persönlich 2-1 in Portugal. Es würde mich halt schön, wenn es ein Elfmeterschießen gehen würde, aber ich möchte, dass Portugal gewinnt. Gefährliche Chance für Spanien. Also bis jetzt muss ich sagen, Spanien ist besser im Spiel. Was auffällt, ist, Lamine ackert richtig nach hinten und Cucurella, der wird immer von Deutschland gehasst. Martin Zubamendi, das Tor geschossen. Portugal! Nach der Ausgang! Das ist schlimm gegangen. So geil. Kurz überprüft wurde, aber das Goal zählt. Also, wie immer, es ist immer noch halt so. Spanien spielerisch die beste Mannschaft, aber Portugal mit einigen Anstichen. Da sind die zwei Starspieler nebeneinander. Ich weiß gar nicht, ich glaube, bis jetzt ist es gar nicht so ein direkter Duell gekommen zwischen den beiden. Aber es ist interessant, muss ich echt sagen. Und ich muss sagen, Nuno Mendes ist absolut die Maschine. So, Halbzeit. Es tut mir leid, dass ich euch die Großen zeigen kann, weil ich muss mega auf die Akku schauen. Aber es ist unterhaltsames Spiel. Gut spielen. Falls ihr gefragt, wo der Mike ist, er sitzt irgendwo in einem anderen Eck. Wir haben leider nicht den gleichen Platz bekommen. Sein Ticket ist gratis und meins habe ich bekommen. Ja, aber zum sehr fairen Preis. Nein, Mann, da wäre es 2-2 gefallen, aber es ist abseits, Mann. Kommt. Portugal ist gut aus der Halbzeit rausgekommen. Jetzt gehört die Profi aus Tona. Muss ich echt sagen. Cristiano! Crazy! 2-2
Und der Gold macht's natürlich. Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! So, meine Damen und Herren, ihr seht es, der Chris kann es immer noch, Mann! Erste Tor, das ist nicht ohne Grund! Leo ist gerade reingekommen und er bringt gerade einen frischen Wind rein. Wirklich ein saustarker Spieler. Nein! Bitte nicht! Nicht Ronaldo, nein! Komm auf, stopp! Stopp! Das wird ein Schreckmoment. Ich hoffe, es gibt kein EM Reloaded 2016. Aber du bastard! Substitution for Portugal. Playing number 7, Cristiano Ronaldo. He's been replaced by Gonzalo Ramos. Wow! Legende! Nein! Nein! Es kommt in Verlängerung. Michael richtig Tipp gehabt. Es wird 2-2. Mal schauen, wie es weitergeht. Es wird interessant für Ronaldo. Es wird eine schöne Schiene in der Verlängerung. Rudelbildung. Semedo hat einen guten Run gemacht, aber dann... Es wird immer hitziger im Soll. Was merkt man, ist völlig verständlich in der Verlängerung. So, nächster Freistoß für Portugal. Ich muss sagen, Leo macht richtig Dampf hier. Macht mega Spaß, ihm zuzuschauen. Mal schauen, wie es hier wird. Flanke rein. Und? Nein! Nein, Mann, Alter! Ist immer noch heiß, ist immer noch heiß! Und! Oh, gute Chance, wir sind in der 105. Minute und es schmeckt wirklich nach Elfmeterschüssen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es aus Portugal-Frankreich reloaded wird, wie 2016. Dass der Lucky Punch von der Portugiesen erst in der zweiten Halbzeit wird. Also, es geht ins Penalty. 2-2 nach 120 Minuten. Das wird das Krimi. Schau mal an, das die Kinder, der ist am Shaken. Alvaro Morata hat verschossen, das ist der Entscheidende. Wenn der reingeht, hat Portugal gewonnen. Ja! Guten Morgen. Eben, leider hat der Akku gespinnt. Oder gespinnt. Einfach ist nicht genug voll gewesen. Ist auch ein Skandal, dass ich keine Powerbank habe. Wirklich. Das muss ich mir unbedingt anschaffen. Das ist mein Morgen. Da ist ja selten, dass ich das Morgen habe. Ich esse das mal auf und dann gebe ich mal das Fazit. Mikey, was denkst du? Wie geht das Spiel aus? Ich sag 2-2 und dann Elfmeterschießen.